Es geht immer weiter, aber nicht mehr so heiter. Zurück bei 1800. Wir sind hier beim Szenario des Silberne Käfig angelangt, das zum 4. Season Pass dazugehört und haben schon mal ein kleines Problem. Weil ich noch nicht so sicher bin, wie ich das hier optimalerweise lösen kann. Mal gucken, das Verschieben und so ist kein Problem. Fundament, Monsunregen, was Anforderungen, Bretter, Zielsteine, Arbeitskräfte, Zeit. Phase beginnen, 15 Minuten. Wenn den Bau angehalten hat, den müssen wir, glaube ich, so oder so irgendwie in Betrieb halten. Interessant. Die Frage ist, wo muss ich den überhaupt genau platzieren? Wo bringt es am meisten was? Vielleicht sogar irgendwie hier? Jetzt die Frage, war es irgendwie verkehrt herum? Der Bau wurde angehalten, weil wir noch ein bisschen wenige Arbeitskräfte haben. Ich lege trotzdem mal los. Ich würde dann sagen, dass ich mal die pausiere. Ich muss schon mal ein bisschen was zurück. Tortillas bräuchte ich, dafür ja auch, damit wir auch mehr Arbeiter kriegen. Die Frage, die ich sozusagen gestellt habe, ist, ob ich es irgendwie momentan noch anders löse. Das ist schon zu weit draußen, ach du Scheiße. Da wird es noch gehen, okay. Ja gut, nicht genügend arbeiten, dauert halt ein bisschen, wa? Da müssen wir jetzt irgendwie was machen. Vor allem der Monsun sollte auch schon bald kommen. Die Frage ist halt, muss der schon vorher fertig sein? Bestimmt nur das Wetter. Die alten Narben schmerzen wieder. Also bis 7 gehen die maximal hoch, wa? Was haben wir bekommen? Ist immer so schön. Neue Gebäude wurden freigeschaltet, aber sehen tue ich hier nichts. Das müssen wir wieder irgendwie hier reingehen, zum Gucken. Silberproduktion. Naja, Silbermünzen. Das wollen wir am Schluss haben. Okay. Kann ja mal ganz kurz hier gucken. Ich habe noch nichts freigeschaltet. Hier vielleicht die Ponchos. Ein bisschen mehr Kohle rein, ja, was zu erwarten. Vermutlich auch Ponchos war und Tortillas hättet ihr gerne. Also Bretter haben sie schon genug und Ziegellaut dürfte das nicht mehr so das Problem sein. Dann mache ich nochmal ein bisschen hin. Und nehme hier nochmal Arbeiter raus. Damit es nachher sicher reicht. Okay, der braucht 20, krass. So, komm, machen wir ein bisschen hin hier. Habe ich eigentlich eine Anzahl an Modulen, die festgelegt ist, oder kann ich unendlich viele Hacienda-Dinger bauen? So wie es aktuell aussieht, schon, wa? Okay. Du aber generell hier wenig Platz, das ist klar. Oder vielleicht den hier. Ich meine, ich muss natürlich nicht unbedingt hier bauen. Wir hätten ja auch verschieben und so, das ist gar kein Thema. Aber vorerst soll jetzt mal die Hacienda hier bleiben. Die Dinger kann ich auch da unten verschieben. Vorsicht, Hefe. Mach dir deine protzigen Schuhe nicht. Schnauze. So, viel fehlt ja nicht mehr. Ich werde trotzdem mal noch gucken, was wir noch so alles haben. Also in der Lagerraum muss natürlich auch angegrenzt sein, ne? Ist klar. Okay, kann man sich darüber streiten. Ja, Sender Farm braucht er bestimmt. Die Frage ist ansonsten.
Wir können so eine normale Mais-Dinger bauen, aber was bringt mir das? Bringt mir das irgendwie was mehr ein oder so? Oder? Was soll irgendwie einen Vorteil haben? Was in der Brauerei, okay, gut, das ist ein anderes Thema. Was in der Farm? Natürlich teure Baukosten. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwie, keine Ahnung, was anderes noch einbringt. Okay, bis hier unten hin wird es noch passen. Auch trotzdem, jetzt werden so ein Zuckerrohrfelder. Aber ich kann sie auch switchen. Also das ist eher etwas für die Brauerei. Andererseits ist es halt... Ziegenfarm braucht nicht unbedingt Wasser, aber kann dadurch beeinflusst werden oder verbessert werden. Könnte es sein, dass ich halt, wenn ich es auf fruchtbarem Boden mache, halt nur eine Ziegenfarm brauche für eine Tortilla-Bäckerei? Nur mal so eine Idee. Alter, das dauert. So, komm. Dann ist halt echt die Frage, wo platziert das Ding genau? Ich frage mich hier sowieso... Naja, eben, die brauchen ja gar kein Wasser. Die kann ich auch sonst irgendwo bauen. Okay, das heißt, er verschiebt jetzt mal. Wohin ist eigentlich egal, weil den Boden hier brauche ich ja was anderes. Hier haben wir wieder so ein Silbererz-Ding. Irgendwas anderes sein. Egal, warte mal, hier habe ich noch Lehnen, die ich natürlich auch bald brauche für die Ziegel. Warte, glaube ich, den mal hier oben hin irgendwie. Und den vielleicht mal dahin. Dann haben wir hier noch ein nettes Kabäusken. Kann ich hier eigentlich schön in die Mitte hinbauen. Dann kann ich mich ja auch schon mal um Ziegel kümmern, die ich glaube, ich sowieso noch gar nicht bauen kann, wa? Oder abbauen kann. Mehr Journaleros, okay. Gut, dann wäre das auch geritzt. Dann kann ich die auch noch verschieben. Ja, wir sind so geil und nehmen es steil. Was? So. Nennen wir die Dinger eben noch. Das können wir wieder ein bisschen besser machen. Machen wir hier oben hin. So. Ja, schon bei 100%, aber egal. Dann machen wir den mal so hin. Der müsste bald soweit sein. Okay. Währenddessen mal ganz kurz überlegt bei den Tortilla-Farmen. Wenn ich jetzt hier eine hätte, machen wir den Blaupausenmodus. Und sage, Ziegenfarm ist geil, aber ich mache die gerne bitte hier. Bringt mir das echt einen Vorteil bezüglich den... Der müsste eigentlich, war. Warte mal. Tortilla-Bäckerei da, kann ich da nach unten verschieben. Was ist denn das genau hier mit der Ziegenfarm? Baue es nach oben hin. Mal gucken hier. Ah, eben mit den Baumodulen, war? Okay. Der kann zum Beispiel das irgendwie so bauen. Und dann halt gucken, dass die alle irgendwie noch drin sind, wa? Dann wird es aber gehen. Dann könnt ihr es theoretisch hier unten so machen.
Das wäre mal nur eine von denen. So, gesammeltes Regenwasser steht noch 0, war? Ausgangswasserstand 10, maximale Kapazität. Ah, okay. Der Regen kommt, Freunde. Beeinflusst Fischerei, ja gut. Momentan eh noch nichts. Also eigentlich ist... Endlich ist es etwas kühler. Aber ich fürchte, der starke Regen wird unsere Arbeit hier beeinträchtigen. Ich wollte gerade sagen, der Regen sorgt aber halt trotzdem dafür, dass halt alles, sag jetzt mal, runtergeht. Also was Produktion so betrifft. Achso, warte mal. Mach's mal kurz so. Also der Hacienda, beziehungsweise dem hier ist nur temporär mit dem Reservoir, weil er erstmal, dass er hier Wasser so auffüllen kann. Kann ich halt noch irgendwie optimieren, weil er das Gefühl macht ein bisschen wenig. Okay. Ansonsten habe ich hier momentan nichts mehr an Lager soweit. Es gibt noch andere Inseln. Die Frage ist, muss ich die auch besiedeln? Sieht so fast nach aus. Aber ich habe, glaube ich, keinen anderen Mitspieler, war? Okay, das wäre schon mal von Vorteil. So eine geringe Brandgefahr hat er. Das ist schon mal schön. Fruchtbaren Boden. Mhm. Wäre soweit schon mal gut. Ich schätze mal, dass der Hacienda Farm selber ja auch fruchtbaren Boden benötigt, wa? Bin noch ein bisschen unschlüssig, ob ich das hier bauen soll. Ansonsten, die Verarbeitungszeit legt Mais als Futter für die Nutztiere an. Ja, okay. Ich rackere mich ab und bekomme nichts dafür. Okay, warte mal, ich muss aber schon dafür sagen, dass ich erstmal die Jornalero noch ein paar mehr kriege. Denn wir haben gesehen, ich kann Lehm sowieso erst dann bauen, wenn ich noch genug Jornaleros habe. Das heißt, ich muss die sowieso erstmal erhöhen. Ja gut, natürlich könnte ich jetzt zuerst einfach mal plump auf irgendwelche Häuser setzen. Eine eigene kleine Bäckerei wäre schon nicht schlecht. Beim irgendwie erhöhen oder so kann ich hier nicht. Ich meine, ich kann das natürlich machen, Kanal bauen. Kann jetzt hier vorne bauen, okay. Finger weg, mein Junge. Da kann ich hier irgendwie... Sehr gut, der bringt so gar nichts. Momentan bringt es der noch gar nicht. Lagerkapazität brauche ich auch noch nicht. Die Brauerei werden vielleicht mal ein Thema. Weil man hier Zuckerrohr anbauen kann. So, Hacienda Farm.
Nutzpflanzenauswahl hätte ich gerne Mais, das Beispiel jetzt mal. Alle Volkslieder gespielt, die ich kenne. Felder fruchtbaren Boden, das war ja klar, dass er den braucht. Jetzt muss das hier in dem Bereich sein. Ich will doch mal sagen, Freunde, wir testen das mal aus. Das soll heißen, einerseits mache ich jetzt mal normale Maisplantage, will gucken, wie dieser so verhält. Auf dem Boden hier. Ich habe eigentlich hier genug fruchtbaren Boden. Also vielleicht sogar doch hier, damit es einfach hier eine Tortillaproduktion ist. Ich brauche ja verdammt viele Felder. So. Dann habe ich Mais und ich habe die Ziegenfarm. Das heißt zwar, kann der fruchtbare Boden verbessert werden, aber der Verbrauch ist trotzdem gleich hoch. Und jetzt kommt noch hinzu, wa? Ich meine, ich brauche noch wesentlich mehr Tortillas, um überhaupt mehr Obreros zu... Das ist doch einfach nur... Ganz ehrlich, wer kam auf so eine Idee? Wir müssen halt hier unten hinbauen. Oder... Bleibt zurück! Die Rohre müssen gespült werden. Ziegel. Ziegel ist das Problem. Okay, deswegen noch nicht die. Und noch erstmal normale Journaliererhäuser. Der Ziegelverbrauch ist mir zu krass für die. So. Wenn wir hier bis zu 5 in den Häuschen, dann wird es da passen. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. 31, tja. Mal ein bisschen schneller machen, denn ich brauche mehr Einwohner, damit ich nachher den bauen kann. So. Aber jetzt glaube ich den mal hier unten hin, oder? Oder mache ich das irgendwie doch anders? Siehst du, wie sehr du sie erschreckt hast? Jetzt wird ihre Milch sauer. Du, das ist aber nicht schön, wenn die Milch sauer wird. Stelle ich mir auch sehr unlecker vor. Okay, damit hätten wir das mal. Jetzt eben... Wobei ich natürlich nur 100 Felder brauche, weil ich brauche wesentlich mehr. Also wesentlich mehr ist übertrieben, aber ich brauche mehr. So, also der ist normal zum einfach aufsammeln. Kann ich das irgendwie anders platzieren hier? Zum Beispiel, keine Ahnung, nach unten oder so? Oder? Das Beispiel. Scheiße. Wird zurückgesetzt. Der ist natürlich fies, der Aspekt. Die Entwickler ist halt echt fies, okay. Dann lass es momentan mal noch so, wie es... Ah, scheiße, dann geht's ja gar nicht. Ups. Das heißt, ich darf den aktuell nicht verschieben. Jetzt mal angenommen, ich kann natürlich hier so ein Ding bauen. Ob das hier unten gerade sinnvoll ist, eine andere Frage. Das Rauschen von kaltem Wasser.
Wir müssen gucken, wie man das überhaupt nutzen sollte, nutzen könnte. Ich meine, ich werde natürlich schon verschieben, vermutlich erst dann, wenn ich das ganze Wasser aufgebraucht habe. Jetzt kommt der Quatsch hier wieder. Okay, die 100 Felder. Theoretisch wird das vorerst mal so gehen. Das Problem ist ja, ich kann die Dinge nicht darüber bauen, oder? Das ging ja nicht. Doch, warte mal, doch, ich glaube über die Straße ging, oder? Warte mal. Ja, doch, okay, das ging, gut. Also, er hat sich irgendwie falsch im Kopf. Okay, das wird so gehen, rein theoretisch. Oder dann den irgendwie auch nicht mehr. Natürlich ist der jetzt doof, weil ich hier am Platz einen Hacienda wegnehme. Das machen wir dann später anders. Aber mir geht es mehr ein bisschen darum, zu gucken, wie jetzt hier das, ja, Prozessen so ist. Ich habe zum Beispiel 100% Ziegenfarm. Ich nehme jetzt mal an, hier haben wir auch 100%. Hier vielleicht auch nachher bald 100%, aber ja, ich werde nachher zu wenig Ziegenfarmen haben. Logischerweise. Also ich könnte auch sagen, im Grunde genommen geht es mir jetzt erstmal darum, ein bisschen herauszufinden, auch für mich, wie ist das mit dem Lagerhaus jetzt hier. Nicht im Lagerhaus, Quatsch, in der Produktion im Ganzen. So Tortilla-Bäckereien, so Ziegenfarm und Maisplantage. Wie klappt das Ganze am besten? Ob irgendwie die Maisplantage hier mehr abwirft als die hier zum Beispiel. Fehlt hier zum Fleischsuppe, dafür mehr Rum und Schnaps. Flüssiger Mutmacher. Wollen wir mal so theoretisch versuchen. Betrifft natürlich jetzt nur die Journalero hier, nicht die hier oben. Das war ja irgendwie auch klar. So. Ponchos im Ding, ja, das ist natürlich mir auch klar. Braucht wieder mal natürlich eine Verbindung, oder? Oder nicht? Hier fehlt doch jetzt Wasser, oder? So ein Regenwasser, so ein Reservoir. Hat ja auch nicht gerade unendlich viel Kapazitäten hier, wa? Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, warte mal. Noch zu wenig, war. Noch 300 von den Typen hier. Trotzdem muss ich es langsam mal bauen, weil es sonst aber nachher ein Problem mit der Produktion an und für sich. Flachsfarm, Leinweberei, Ponchos. Oh. Natürlich braucht es Fruchtbarkeit. Ah, ist doch scheiße. Weit umfasst der hier. Das ist doch ein relativ großes Gebiet. Da kümmere mich erst einmal vielleicht um den Rum. Holzfällerhütte dürfte kein Problem sein. Zuckerrohrplantage. Ja, von der Produktion her ist es dasselbe. Da nehmen sie jetzt nicht viel weg. Nochmal so einen bauen, zum Beispiel nochmal für Mais. Damit ich zum Beispiel den hier unten auf den verzichten kann. War auch ein bisschen doof. Nochmal einen für Zuckerrohrplantage wäre natürlich eine Option. Also hinter mehrmals bauen geht eh nicht, wa? Scheiße.
Also den muss ich schon verschieben, da ist klar, das Reservoir, das kann da nicht bleiben. Feuerwache ohne Wasser, dass das funktioniert, Respekt. Das Lager ist voll, Jefe. Ja, ich weiß, ich bin der Jefe. Du. So, dafür mit Rum geht es relativ flott eigentlich. Man braucht ja Rum auch. Genau, generell für euch. Und nachher auch Schnaps, der wäre natürlich auch noch lustig. Obwohl ihr mehr Verbrauch vom Schnaps habt als ursprünglich vorgesehen. Ein Schieferstand am Horizont. Oh oh. Nächste Lieferung, okay. Ja, vielleicht ist das so, dass nächste Lieferung bedeutet, ey, ich will noch gar nichts holen, sondern es geht immer um Besprechen, wie viel ich überhaupt haben will. Könnte ja auch sein. Sommer. So. So, hier mit dem Reservoir, jetzt geht es natürlich. Jetzt geht das wieder runter, wa? Jetzt haben wir das Regenwasser. Ja, da hält das Wasser hier ewig und es geht mir darum, wie viele Dinge ich hier bewirtschaften kann. Ah, okay, das geht darum. Ich habe 40 Regenwasser gesammelt, deswegen kann ich jetzt bis zu 50 betreiben, so. Wobei, am Fall nach unten, das macht mir ein bisschen Angst. Ich hoffe nur, dass es kein Verbrauch ist, sonst bin ich am Arsch. Okay, komm. Nicht lange schnacken, wir versuchen es einfach mal. Und halt auch erstmal ein bisschen reinfuchsen, Freunde. Also Holz dürfte eigentlich kein Problem sein. Zuckerrohr sind wir jetzt auch dabei. Ich bin Edmundo Vara, Aktuar von König Joao, königlicher Abgabeneintreiber und Inspekteur der Einnahmen der Crew. Freut mich, Sie kennenzulernen, Oliveira. Mich nicht so. Für Sie immer noch Visconde Oliveira. Sparen wir uns den Titel. Ich bin hier, um sicherzustellen, dass Sie produktiv arbeiten. Bürokratische Einmischung, wie ich sie liebe. Ich nenne das effiziente Beaufsichtigung. Ich komme regelmäßig, um die Abgaben einzuholen. Halten Sie pünktlich die erste Rate bereit. Okay. Dafür will er schon ein bisschen Ruhm haben, wa? Also nicht der natürlich, wir wollen ja die Einwohner hier jetzt haben. Ich brauche mehr Einwohner, um überhaupt Silbererz schürfen zu können. 44 Minuten noch, Freunde, das wird ein Plausch, alter Schwede. Und wie es hier weitergeht, mit der Hacienda, mit allen Modulen, was wir noch alles verbessern müssen, etc., etc., ob wir es überhaupt schaffen, die erste Lieferung abzuschließen, müssen wir, weil sonst habe ich ein Problem mit den Zielbedingungen, weil dann können wir nochmal von vorne anfangen, denn ich will mindestens Silber haben, wenn nicht sogar Gold. Das will jetzt mehr beim nächsten Mal zurück bei 1800 und dann natürlich mit den Arbeiten müssen 300 erreichen, um die Mine bauen zu können, aber natürlich auch, um noch Lehmvorkommen abbauen zu können. Das heißt, wir haben hier noch einiges zu tun, Freunde. Und ich hoffe, das und vieles mehr das nächste Mal zurück bei Anno 1800. Ich glaube, ich mache erst einmal den Verbrauch hier weg. Oh, diese teuflische Hitze. Wie gehen wir damit um?
So. Dann macht den jetzt wieder drin, damit weniger verbrauchen. Klar sinkt die Zufriedenheit, also momentan bewusst, das erhöhe ich nachher wieder. Wir brauchen konstant viel rum, damit da möglichst viel einziehen. Also brauche hier eigentlich konstant irgendwie dann die 10 Bewohner hier. Hier werden es vermutlich dann 12 sein. Ich nehme mal an, hier. Ja, da werden dann 12 sein und dann müssen wir es eigentlich hinkriegen. Es fehlt trotzdem noch einiges. Scheiße. Ja, Freunde, das wird es mehr nächstes Mal. Zurück bei 100. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ja, super. Viel zu tun. Achso, ich muss das Farmland noch organisieren, wa? Ja. Wasser. Kein besseres Thema als Wasser, Freunde. Ich habe einen höllischen Durst. Ja, nicht nur ihr, wir auch. Oh Mann. Hier explodiert bald alles. Bis nächstes Mal, bye bye.